Dummgebabbel ist gleich. Erwin, Willi? Paul, Waldemar, Oskar. sind die 5 Pfälzer am Stammtisch. Mann, Erwin, fahr doch mal ein klein bisschen schneller. Der wächst so gleich voll ums Auto. Wenn du 5 Kilometer langsamer fahrst du rückwärts. Alti, setz dich jetzt hier. Blöder Hund, blöder. Männer haben noch alle Zeit der Welt. Und außerdem will ich nicht geblitzt werden. Will keine Strafe zahlen. Bitte müsst ihr mich blank im Du Moment. kannst doch gar nicht geblitzt werden, Erwin. Wieso nicht? Aber weil er da Kontrolle kein Standbinder aufnimmt. Oh ja, scheiße so. Polizeiauto mit Blaulicht direkt hinter uns. Komm, fahr rechts dran. Was sagt der aus, der Polizist? Oh, er kommt das Auto zugelaufen. Hat er Pistole gezogen? Ich glaub nicht. Guten Tag, Fahrzeugkontrolle. Ich glaub's nicht. Unseren Ossi. Habt ihr gewusst, dass unser Ossi Polizist ist? Ja, meine Herren, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ihre Fahrzeugpapiere bitte. Ah, so ein Mist, den hab ich leider vergessen. Ich glaub's nicht. Oh, dann gibt das ein Bußgeld. Herr Polizeimann, drehen Sie doch mal eine Axt zu. Machen Sie meinen Kofferraum auf. Moment. Gehen Sie mal vom Nummernschild weg. Aha. Ist Ihnen bewusst, dass der TÜV schon seit Wochen überfällig ist? Also, wir sind gerade auf dem Weg zum TÜV. Wollte ich Ihnen sagen. Das machen wir immer so, Herr Polizeimann. Wir fahren fast Leben gern zum TÜV. Gell, Männer? Stimmt, dort eben am liebsten jeden Tag hinfahren. Gerade bei so einem schönen Wetter wie heute, was gibt's denn Schöneres als zum TÜV zu fahren? Sie fahren also zu 5 zum TÜV. Also verarschen kann ich mich selbst, ne? Das gibt nochmal ein Strafgeld von 180 €. Oh, wie soll ich denn das bezahlen? Ja, das sind ja zusammen. Rechnen Sie mal später zusammen, da kommt nämlich noch was dazu. Was? Wieso, Herr Polizeimann? Weil Sie keinen Verbandkasten dabei haben. Also wollte man direkt nach dem TÜV kaufen, also quasi auf dem Rückweg. Wir kaufen nämlich kein Verbandskästen. Ich weiß, nach dem TÜV ist das Einkaufen von Verbandskästen Ihre zweitliebste Beschäftigung, hä? Ganz genau, Herr Polizeimann. Kennen Sie Hellseher? Nee, aber gut Kopfrechnen. Da kommen nämlich nochmal 45 € dazu. Ich glaub's nicht. Das sind doch jetzt insgesamt schon. Ha, und was sehe ich da? Da können Sie nochmals 140 € wegen Ihrer abgefahrenen Reifen dazu rechnen. Was? Das kann nicht sein. Die Reifen sind ja erst 6 Jahre drauf. Aber in der Fahrweise müssen die noch 12 Jahre halten. Auf jeden Fall ist Ihr Auto nicht mehr fahrsüchtig. Ja, und wie sollen wir heimkommen? Das ist doch mir egal. Oh, können Sie uns nicht mitnehmen, Herr Polizeimann, beziehungsweise bei den Treidel rausschmeißen. Ich gebe Ihnen auch 5 €. Bin doch kein Taxiunternehmen. Geben Sie doch mal am Herzen Stoß. Da stehen 5 dächtige Pelzer, die wollen nur schnell an den Stammtisch. Also gut, ich will mal nicht so sein. Steigen Sie halt ein. Aber vorher die Füße gut abtreten, das Auto ist nämlich frisch geputzt, ja? Alles klar, auf, einsteigen. Waldi, du auch. Pass doch auf, Sau geht er. Ja, der Ossi ist gar nicht so verkehrt. Stimmt. Oh, die ist ja ganz klar. Aber leider ist er halt ein Ossi. Der geht keinen Weg drauf vorbei. Naja, wenn ich ein Saarländer wäre, aber ne. Ach du Scheiße. Willi, seit 100 eben auf mich gekotzt. Ach du liebe Zeit. Hat jemand eine Handlucht dabei? Ja, ich nehm das so. Stopp. Stopp! Legen Sie sofort meine Polizeiweste wieder weg! Oh, das ist aber blöd jetzt. Also die Wäsche kann man wegschmeißen. Es kommt aber alles zusammen her. Der war die hat Durchfall. Was ist aber da? Sag mal, hat ein Hund Waschsalat gefressen? Ja, mit Pommes, wieso? Auch gekaut oder nicht? Paul, warum hast du so die gebacken? Er macht er jetzt Witzkotze oder was? Oh, Paul, jetzt hast du auf den Wald nicht gekotzt. Nee, das ist ein Albtraum. Ein Albtraum ist das. Obacht! Herr Polizeimann, Obacht! Obacht! Oh. Und jetzt gebumst. Oh, sterbt ihr schon da, schade. Sie müssen in Ihrer Position aber schon eine Vorbildfunktion sein, ne? Und jetzt so vielleicht fertig mit 5 Insassen, so schnell in der Gegend rumblasen. Hoffentlich sehe ich Sie nie wieder im Leben. Nie wieder. Nicht, ja, jetzt müssen wir durch die Frau laufen. Das kann doch auch keiner wissen, dass der Ossi schlechter Auto fährt als der Erwin. Arschloch. Ich werde Sie anzeichnen und alle verhaften werde ich Sie. Aber laufen der Rest, der Wald ist nicht mehr. Allah, danke schön, was mitnehmen, Herr Polizeimann. Hauen Sie ab. Hauen Sie einfach nur ab. Und sehen Sie das mit dem totalen Schaden mal positiv. Jetzt müssen Sie die ganze Verrau im Auto nicht sauber machen. Willi, wenn ich die Haare zu machen, sehe ich ihn schon vor mir stehen. Ja, was? Die 3 Schalle, 2 Katzen und eine Bluna.